Also, so als Tourist in China nimmst du jetzt die Menschenrechtsverletzungen nicht wahr, aber siehst natürlich auch nicht hinter die Fassade. Ja. Man sollte eben grundsätzlich nicht mit diesen Vorurteilen ans Reich der Mitte gehen. Zum Beispiel, die essen ja da nur drum Hundefleisch, weil es nicht drinnen ein Enzym hat, das am Chines hilft, den Alkohol abzubauen. Ist das mit dem Enzym nicht bei den Indianern gewesen? Ja, auch. Die sind ja verwandt. Weisst du, wo die Beringstrasse noch ganzjährig begehbar war, haben die sich vermischt. Darum sehen sie auch ähnlich aus, oder? Der gleiche Model. Auf jeden Fall, wenn die Indianer heute noch Chinesen wären, ginge es ihnen auch besser. Ja, weisst du, die haben ja da Wachstumsraten, die allein mit dem chinesischen Fleiss nicht mehr erklärbar sind. Ja, sie sind halt in jeder Hinsicht die neue Weltmacht. Hast du gewusst, dass wenn alle Chinesen zum gleichen Zeitpunkt aufkumpen, würde sich der Äquator um einen halben Meter verschieben? Theoretisch ja. Aber das würden die Chinesen nie machen, weil ihnen das beim Bruttosozialprodukt nichts bringt. Ein weltweites Potenzial für chinesische Restaurants und Wäschereien ist dann einmal erschöpft. Ja, darum weichen ja die cleveren Scheiben jetzt auf den Finanzmarkt aus, oder? Und das als quasi kommunistisches Land. Ja, da könnte unsere SP noch etwas lernen. Ja, das ist jetzt eben der dritte Weg. Kapitalismus sweet and sour.